Jo Leute, wir sind kurz im Kokiri-Wald, um da goldenes Gold wieder abzuholen. Habe ich eben gerade bemerkt. Ja, ich bin manchmal irgendwo ein bisschen random unterwegs. Aua. Komm, da. Weg! Na also. Ey du, das ist so dumm, ich krieg immer Damage für diesen goldenen Skulltulas. Stimmt, wir haben jetzt die Bomben. Alter, fuck, da waren ja eigentlich nur mehrere so in die Storne in die Lost Woods. Das wäre dann kritisch, da muss ich die alles nur absuchen. Ah, da sind Fisch. Ich glaube, da kann man die in die Flaschen einfüllen. Was ist da drin? Bomben? Na, Rubine, ja, okay, die bringen mir jetzt nichts, weil ich halt immer noch voll bin. So, da haben wir auch noch meinen Stor. Einfach nur Rubine, yay! Ey, ich find's toll, wie ich mir in die Lost Woods auskenne. Haha. Okay. Das hätten wir auch schon früher machen können. Ich habe auch gewusst, da war irgendwas mit diesem Krug. Aber ich habe noch nicht genau gewusst, was. Halt stopp. Das war jetzt, glaube ich, nicht das, wo wir noch gesucht haben. Sondern wir wollen was anderes. Keine Rubine. Oh, voll daneben. Chilling. Normalerweise sollte man da Herzteil rauskriegen. Ich glaube, man muss einfach offen reinschmeißen. Weil jetzt, scheiße, ich sollte echt mal in den Flugmodus gehen, oder? Ist so dumm. Schon wieder bloß 3 Rubine? Ja, komm. Ich brauch... Oh na, der andere Dude kommt. Ah, lol, stimmt, ich bin ja gar nicht auf der Ebene, wo der andere Gerone rollt. Ah, ich sollte vielleicht einfach nur abwarten bis... Aha! Ich muss nur abwarten, bis das wieder anfängt zum Drehen. So, der wackelt immer mehr, immer mehr. Wird der auch brüchiger? Schaut ein bisschen so aus, oder? Oder da ist mir jetzt da. Jetzt! Nice! Perfekt! So muss laufen. Oh geil, was? Das war der 4. Oh mein Gott, geil. So, und jetzt gehen wir noch schnell in den Laden und holen uns mit Bomben. Weil sonst... Ja. Schauen wir alt aus und wir brauchen viel Bomben. Wir brauchen oft Bomben. Wie viele Bomben können wir eigentlich tragen? Gar nicht so viel, oder? Erstmal haben wir uns 10. Dann nur mit 5. Du bist mutig. Das soll belohnt werden. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Die große Bombentasche. Du kannst jetzt insgesamt 30 Bomben tragen. Ja, ist ja Zeit geworden. Alter. Ich habe den jetzt so derartig oft aufgehalten, das ist ja nimmer schön gewesen. Und ich glaube, es liegt an diesem Schüttel. Du musst es in der Nähe von dem Schüttel machen, auf dem er draufsteht, dass er, ne, der Typ ist. Halt, da ist noch mal was. Ey, es lohnt sich halt schon als Optionsucher, aber du musst halt auch ein bisschen später erst wieder herkommen. Weil ich kann da beide Storner wegschließen, wenn ich die in der Mitte reinlege, bitte. Oh. Na egal, wir haben ja genug Bomben.
Ja, jetzt ist natürlich geil wie so ein Labyrinth. Aber ich bin sicher, da kriegt man auch was Geiles. Warum ist der Stor so rot? Können wir den kaputt machen oder nicht? Nee. Können wir was anderes mit dem anstellen? Können wir den Schirm? Na. Da geht's nicht weiter. Na super. Geht's auch nicht weiter. Da geht's vielleicht weiter. Da geht's vielleicht weiter. Oh! Ich wollte den Bombe nicht schmeißen. Okay, da geht's auch nicht weiter. Schön. Ah, stimmt, da war ja was. Diese roten Storner. Das geht erst später. Die sind nämlich ein bisschen stabiler. Aua! Ey, Mann! Das gibt's so nicht. Ich krieg immer Schaden. Immer. Der ist so dumm. Aber geil. So, was ist in die Kisten? Ich schätze mit Bomben. Na, 50 Rubine ist saugeil, weil ich habe ja vorher nur Bomben gekauft. Das heißt, das bringt jetzt auch wirklich was. Oh, was? Also das ist schon echt viel. Okay, ey Merker. Wir müssen sparen, nur mal her, wegen diesen roten, stabileren Storner. Warum er immer mal die Bomben wegfetzen kann. So, jetzt geht's weiter zum Todesberg endlich. Und wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, am Ende vom Part, dass auf einmal der Vulkan ausbricht. Und genau deswegen haben wir den Heilia-Schild. Weil der stabil ist und wir unter dem Schutz suchen können. Weil die Eruption hört einmal irgendwann wieder auf und dann können wir wieder weiter rasen. Oh shit. Irgendwann geht noch ein bisschen mehr. Okay. Oh. Oh stimmt, wir müssen uns jetzt ja den Weg freischießen, da weil übrigens Skulptulas hängen. Das ist ganz schön laut gerade, glaube ich, gell? Aber man versteht mich noch. Ich sollte vielleicht auch mal dafür sorgen, dass wir mal genügend Deko-Kerne haben. Weil sonst haben wir langsam kein Muni mehr. Also klar, wir haben nur 23 Schuss, aber trotzdem. Der ist schnell weg, wenn wir viel weiterballern. Wir sind ja auf dem Weg zu einer Fee. Uns ist ja gesagt worden, da oben ist ja eine wunderschöne Fee in Rotschrift. Das heißt was? Wenn rot geschrieben wird, dann heißt das okay, Bomben geil. Okay. Ich habe jetzt gehofft, dass wir da noch die Kerne rauskriegen, aber no. Dann heute nicht. Und wir sind schon oben. Und die Eule ist da, ey. Ist da noch irgendwas? Nö. Aber ich... Ah, scheiße, Mann. Da ist doch safe irgendwo eine goldene Skulptur da auf dem Weg da nach oben. Du hast dich bisher gut geschlagen, Moore. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sind sie weiß, herrscht Friede. Dein Aufstieg zum Gipfel hat mir bewiesen, wie tapfer du bist. Diese Tapferkeit soll nun geprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Suche sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück zum Fuß des Berges, so werde ich dir helfen. Geh nun. Okay. Das ist schon mal schön zum Wissen, dass die Eule uns den Sparta runterbringt. Oh, wir haben einen Tag-Nacht-Zyklus. Horst. Ah, vielleicht. Ah, scheiße. Ach komm, scheiß drauf. Ich schau jetzt schnell runter, dann schneide ich halt. Wow, ich habe nichts gefunden, aber fett viel Damage gekriegt. Yay.
Hat's mir wieder gelohnt. Aber man kann ja nicht wissen. Feenquelle. Wir haben ja schon einen Feenbrunnen gefunden. Da waren ja so Feen für die Flasche. Aber das ist ganz was anderes da. Okay. Ups, ich wollte jetzt nicht schlagen. Ich wollte eigentlich die Ocarina ausrüsten. Und mal schauen, vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr. Okay, na, schon mal falsch. Yay. Das Triforce-Zeichen sorgt uns so, wir müssen Zeldas Wiegenlied spielen. Und es erscheint die wunderschöne Fee. So viel wir die Polygone heute hergeben, gell? Hallo mein süßer Mare, ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Ganz kurz, es hat sie falsch angehört. Oh, Mann. Aber nein, Schwerttechnik, den nehmen wir doch gern mit. Oh, wir werden geheilt. Ha! Besser ist es. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du den Stick einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Ja, das haben wir vorher auch schon kennen, nur jetzt ist die stärker. Riecht das jetzt sie? Ja, ich sage, was sie macht das. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Ja. Was für eine nette Begegnung. Ja, jetzt haben wir für Magieleiste und können diesen geilen Scheiß machen. Ja. Wie gesagt, wir können den aufladen. Sorge jetzt gleich mal kurz. Boots! Also eigentlich schon eine richtig geile Attacke. Gut. Und stimmt, zum Schluss, das habe ich mir sowieso aufgeschrieben, dass wir da noch hin müssen. Gut, dann reden wir mit der Eule. Du siehst erwachsen aus. Seit du die Fee besucht hast. Ja, ich habe eine neue Schwerttechnik gelernt. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrules. Dafür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Ja, das machen wir. Nothing to do here anymore. Wow! Ey, der Dreckskorone da. Ja, du bist aber eine scheiß Angeber-Eule, oder? Was pflückst du denn jetzt so gesteckert? Bring mich einfach runter und dann ist gut. Ab nach Kakariko. Ah, alles klar. Okay. Es ist schön, dass wir jetzt wieder in Kakariko sind, aber wir chillen irgendwo auf dem Dach. So. Und da ist wichtig zu wissen, dass man am besten gleich da hin muss. Auf die Seiten, da ist man vorher noch nicht hingekommen. Weil er da drin in dem Haus noch ein Herzl war, wo man noch nicht hingekommen hat. Und da chillt einfach eine Kuh drin.
Warum auch immer, keine Ahnung, wie die da aufgekommen oder was man jetzt mit der anstellt, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es sehr geil, jetzt so an das Herzsalon zum kommen. Perfekto. Dann wissen wir ja jetzt, wir müssen zum Schloss. Aber vorher wollte ich nur schnell im Haus der Skulltulas vorbeischauen, weil wir mittlerweile 20 Dings gefunden haben. Oh, was ist denn das? Der Stein des Wissens, benutzt du ab jetzt dein Rumble Pack, reagiert es auf naheliegende Geheimnisse? Ach, no way, oder? Ja, okay. Ich werde das irgendwo im Inventar angezeigt, dass wir das Ding jetzt haben. Ja, tatsächlich! Links oben. Lel. Rumble Pack. Jetzt geht's los. Ja, an sich ja geile Sache so. Weil jetzt vibriert der Controller. N64. Echt fortschrittliches Ding. Mal kurz noch schauen, ob der Rumble Hub da ist. Lel. Auf der Heilianischen Steppe gibt's auch wieder was mit Bomben zum Tor. So wie ungefähr überall jetzt. Ja, super. Das war ja komplett lost. Warum schmeiße ich das denn? Ups. Ein Loch. Das hat gerade echt komisch ausgeschaut. Jetzt war ich schon drauf gestanden. Okay, schon wieder sowas. So werden wir wahrscheinlich wieder Rubine kriegen. Ja. Ja, so ein paar Rupees kann man schon mal mitnehmen, gell? Aber ich hab schon wieder keinen Platz mehr. Und wie die eine Fee schon vorher gesagt hat, gibt es ja beim Schloss anscheinend auch nochmal eine Feenquelle. Schauen wir noch gleich mal nach, wie wir schon dabei sind. Wir sind ja gerade erst sehr erwachsen geworden, gell? Da schlürft man gleich wieder ins Snackstil hoch. Oh mein Gott. Warum sage ich sowas? Lol. Ich hab grad gemeint, dass ich mich nicht sanft ausgeblendet habe, sondern einfach verschwunden bin. Die schaut ja original genauso aus. Die Entwickler sind aber versaut her. Hab so eine Kamerafarbe, yay. Hallo mein süßer Mari, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich, bitte nimm ihn an. Was ist das? Was ist das? Ich habe actually keine Ahnung, was man da kriegt. Oder generell für die ganzen Feen. Oh, ach so ein Ding. Dins Feuerinferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Ah, krasse Scheiße. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich das nutzen kann. Dins Feuerinferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Ah, ja, okay, dann sage ich nichts, dann ist geil. Ja, genau, da können wir uns auch heilen lassen und Magieleiste auffüllen lassen, so Zeug. Ja, ist ganz nett, da diesen Zauber zum haben. Dins Feuerinferno MP6, okay, alles klar. Kann vielleicht mal nützlich werden, wenn wir Fackeln noch zünden müssen. Oh, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine. Willst du? Ja, schon.
Ziele auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche. Fertig? Los geht's! Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Oh, Lopre. Du sind wir noch dabei. Okay, okay. Das ist schon mal... Ich lasse schon mal kurz Zeit ab. Und das Gute ist ja, dass kurz Zeit abläuft, weil dann kann ich mich perfekt positionieren. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sie die verhalten. Die Minen. Ah, okay, so. Ich hab drauf, krieg einen Preis. Weil das ist für Spiel. Das ist ein Hähner? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich weiß jetzt nicht, wie sie das verhält. Geht das schräg nach hinten oder ist das. Okay, das geht dann schon wieder daneben. Naja. Vielleicht eher so. Ich habe mich fast nicht bewegt, alles klar, ich habe echt gar nicht bewegt, okay. Hat so ausgeschaut, aber dann halt nicht. Was, dann gehe ich einfach ganz an Seiten. Und dann schauen wir jetzt. Boah, der geht ja wieder daneben. Ey, Junge. Ach komm schon. Ich kann mich doch nicht so fein säuberlich platzieren. Der geht an die Wand, ja toll. Ach komm, verpiss dich. So, jetzt vielleicht. Der geht schon wieder. Junge! Okay, was war's? Piss dich, machen wir jetzt ganz anders. Ja, scheiße, jetzt haben wir einfach nur 3. What the fuck? Eine Riesengucke. Ja toll, wieso jetzt da vorbeikämen? Das ist jetzt auch nur Glück. Naja, okay, dann muss ich einfach abwarten. 3 Versuche, 3 Versuche. Toll, die erste Hähne fängt das schon ab. Alter. Ja, das muss ich auf jeden Fall nur mal probieren, aber... Na, hä? Wo hat jetzt die Hähne? Hat die gerade hingeschissen oder hat er da jetzt... Komm, jetzt auch. Ach komm, du Dreckshähne, Alter. Verpiss dich doch. Ja, ich möchte schon einmal, aber... Warte mal. Jetzt kann man was anderes gewinnen. Nein! Hä? Das wird ist so verengt da nach hinten. Es wird aber enger, je weil man nach hinten kommt. Das muss man doch nur wieder sagen. Ja, toll. What? Ist es nur Gras in die Bombentasche? Ja, die möchte ich natürlich haben, Alter. Also, da kann richtig geile Sachen gewinnen. Ja, geil. Alter, was ist denn das? Ja toll, jetzt habe ich nur eine eine. Ja, der gleiche Scheiß wieder. Ja, super. Nein, jetzt geht der Pilze genau davor! Toll, Rubine, yay. Okay, was, das liegt am Arsch. Lol, what the fuck? Lol, komplett lost. Nein, nicht einmal. Oh, was? 3 Versuche, 3 Treffer? Ja, toll. Was kriege ich? Krabbelminen? Yippie, yay. Was ist um jetzt her? Was ist mit der Bombentasche, Mann? Ist doch scheiße! Oh. Am letzten Versuch.
Die Bombentasche. Riesenbombentasche. 40 Bomben. Ja, nicht Nummer spielen, hilft nix. Und jetzt müsste doch das Herzteil geben. Nein, Nummer Rubine. Yep, ja, ja. Toll. Was du... Dann brauche ich nur 3 Bomben. Dann brauche ich nur 3. Also, komm. Gib mir einfach das Herzteil. Yay, noch mehr Krabbelminen. Juhu. Wenigstens haut das mittlerweile hier. Das letzte Drecksding. Herzteil. Danke dir. So, jetzt haben wir eigentlich alles gekriegt, was wir kriegen können. Also wirklich alles. Sogar mehrmals Krabbelminen. Merci dir. Ich bin jetzt raus. Hallo Hundi, magst du mit mir kommen? Kommst du? Ja, brav. Feiner Hundi. Ganz feiner Hundi. Ich denke mal schon, wenn wir jetzt schon da sind, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Scheiße. Ein bisschen Scheiße fertig. So, wo war das? Da, glaube ich. Wir müssen nämlich einen bestimmten Hund zu ihrer Besitzerin zurückbringen. Was ist denn der Krabbelminenladen? Verpiss die! Hab jetzt den Hund wieder verloren. Was sagt denn der Dude eigentlich? Es scheint ewig zu dauern, bis die Sonne aufgeht. Der Blick auf Schloss Hyrule im Licht der aufgehenden Sonne ist einfach fantastisch. Ah, du wartest auf den Sonnenaufgang. Oh, das ist ja schön. Möchte ich auch mal wieder machen. Also, damit meine ich jetzt nicht irgendwie von wegen, ja, es ist sowieso Winter. Wo ist der Hund? Warum kommt mir der Hund nicht noch? Der ist mir doch noch gelaufen. Was ist denn jetzt sein Scheißproblem wieder? So, komm jetzt. Wir müssen los. Wie kann man bei der Mission failen? Beziehungsweise, wie kann man bei der Mission failen, wenn man eh schon den richtigen Hund hat? So, du bleibst jetzt ganz nah bei mir. Ganz langsam. Du kommst mit. Ja, besser ist es, Mann. Jetzt gehen wir in die richtige Tür rein. Servus, du bist es doch. Richard! Da ist ja mein kleiner Richi wieder. Vielen Dank, bitte nimm dies als Belohnung an dich. Ja. Yeah. Nochmal ein Herzteil. Perfekt. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Herzteil und dann haben wir schon wieder einen Container. Also 8 Herzen haben wir dann. Ach, geil, geil, geil. Und in diesem ominösen Haus gibt es auch noch mehr Spiele, und zwar die Truhenlotterie, kann man nur in der Nacht, by the way, spielen. Ah. Öffne eine Truhe und voila, findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel. Machst du mit? Ja, machen wir mit. Da können wir jetzt Sauglück haben oder es dauert halt ein bisschen. Aber, ja, keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall auf die Methode machen. Es darf nur eine andere Methode geben, mit einem Item, das man spart und nur kriegt, aber ich möchte dann einen Herzcontainer haben. Deswegen machen wir das jetzt. Schlüssel? Gut. Bei den anderen gibt es aber Rubine dann. Je nachdem, in welchem Raum er ist, gibt es halt mehrere Rubine. Glaube ich. Hab's zumindest kosten. Schlüssel. Es ist, by the way, immer Zufall. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, Alter, das links, dann rechts und bla bla bla. So, jetzt probieren wir mal rechts. Ah, shit. Na, aber ist okay. Weil einfach mal ein paar mehr ausprobieren und dann passt es. Besser als die Krabbelminen-Scheiße vom Anfang her. Also was heißt vom Anfang? Vom letzten Mal halt. Ganze Scheiße. Ah, man muss dann wieder rausgehen.
Was so, deswegen ist das ja nur in der Nacht, weil es halt Glücksspiel ist. Eigentlich. Danke für den Schlüssel. Let's go. No way. Auf dem zweiten Versuch? Da braucht ja fast nicht schneiden. Oh. Nice. Und der 8. Herzcontainer. Alter. Geil. Ich hab gemeint, man muss nur 3 Schlüssel finden. Dabei waren es ja... Waren es 4? 1, 2... Nur, dass wir uns da verstehen, das Truhenspiel zum Schaffer, wenn wir 5 Schlüssel finden müssen, haben wir immer 50-50 Chance. Das heißt 0,5 hoch 5 und dann haben wir Wahrscheinlichkeit von 3,125%, dass man da durchkommt. Und ich war im Second Try, das war mega Glück. Geil. Navi, was sprichst du? Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Also Salia, was sagst du denn? Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Mare, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Sammelst du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden, den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Dekobaum erzählte mir einst, dass ihn König Sora besitzt. Alles klar. König Sora. Macht doch Sinn. Hallo, ich hab doch... Na, möchte nicht. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Also, müssen wir jetzt ins Reich der Soras nicht, denn mir fällt nur mal was anderes ein.